Dit is de Brig Radio CHPD, een plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel. En de nächste 20 Minuten hebben we weer onze Geschichte van George Rampel. Dit moet verteld hij van wat het wederom neemt met de Mennoniten uit Rusland, wat in Iroquois angesiedeld werden. Dan ook wo de Mennoniten in Manitoba en in Saskatchewan ihr Land verhandelden. En ook onze Mennoniten wordt dan groot van Rusland naar Canada komen. Ik wens je een goede empfang. Onze Geschichte. Ditmaal vertellen we nog een beetje meer van de Rusland-Mennoniten in Mexico. En dan waren meer van onze ouderen, grootouderen en urgrootouderen naar Mexico trekken en aansiedelen. Na dem Ereignis wie Irapuato versuchten de meeste Russland-Mennoniten-Families so schnell als möglich nach Kanada oder nach Kansas zu kommen. Aber eine kleine Gruppe von trok von Irapuato nach Durango und siedelten sich in Durango in der Hacienda El Trebol an. De wenige kilometer afweer van de oud-kolonie Heredarpa di Patos. Peter Waal, die in Patos, Durango woont, en dan later in Yermo, Durango, en nog later op de Hawaii's-kolonie in Chihuahua, en te laatst in Altenheim Cuauhtémoc. Die heeft niet verteld van waar ze als jongens naar deze El Trebol Hacienda naar de Russland-Mennoniten gefahren gewonnen zijn, zu ihre Gottesdienste und zu Kasten, von ihre allen dort auch nicht hier haben wollen. Und von wo sie die Russländer ihr Singen gelegt haben und so weiter. Von der Hacienda El Trebol in Durango trocken auch noch immer mehr Families entweder nach Kansas oder nach Kanada. Zuletzt trocken die wenige Families, die in Mexiko bleiben wollen, nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua. Aber ein Wietmann aus dieser Gruppe, ein gefasst, dem die El Trebol seine Früh gestorben wäre, befriedet sich mit einer oud-kolonische Früh, die auf der Patos-Kolonie wohnt. Er wird auch oud-Kolonie und wohnt dort. Seine Nachkommen sind auch dort von uns geworden. Im Januar 1927 schrift David Adekop im Kansas-Boten so: Wir wohnen hier nu in San Antonio de los Arenales. Wir wohnen nu 5 Families von Russland und 2 Sommerfelder-Families von Santa Clara, von der Santa Clara-Kolonie. Later kamen noch etliche Russland-Families nach San Antonio. Aber 2 Russland-Mennoniten-Families, eine Gosen-Familie und eine Teils-Familie, trocken auf die Sommerfelder ihrer Santa Clara-Kolonie ab und wurden Sommerfelder. Diese ihre Nachkommen sind auch dort von uns geworden. Die Russland-Mennoniten in San Antonio organisierten sich dort mit der Zeit als eine Gemeinde und nannten ihre Gemeinde Hoffnungsallgemeinde. Aber diese Gemeinde hat sich auch allein abgeleistet. Langsam trocken immer noch mehr von diesen Familien nach Kanada. Die Ranpanningsfamilie, so vertelt Jakob Ranpanning niemals, wäre auch mal nach Manitoba gekommen. Aber als sie bei Winnipeg gekommen wären, dann hat vor der Ranpanning gesagt, wir wängen hier fortan und fahren mit diesem selben Zug zurück nach Mexiko. Manche Ranpanningsche wäre eine sogenannte Trachtmerkermanche, die auf vielmals die Geburten gebracht wird. Wir können noch sehr viel mehr von diesen Russland-Mennoniten in San Antonio sagen, aber dort glaube ich vielleicht lauter nochmal, wenn wir davon vertellen, und wo weit die Russland-Mennoniten in Mexiko Port von uns geworden sind, und wo weit die uns und unsere Eltern geholfen haben. Franz Peters von Swifgren, Saskatchewan, hat gerade Rechnung geführt von wieviel sie von der Swifgren Reserve auffuhren nach Mexiko und wieviel Säulen in diese Zieg mitfuhren. Hier ist seine Liste. Die erste Zug fuhr am 9. März 22 auf und nahm 234 Säulen mit. Der zweite Zug fuhr am 15. März 22 auf und nahm 234 Säulen mit. Der dritte Zug fuhr am 30. Dezember 1922 auf
en neem 143 zeilen met. De vierde Zug fuhr am 11. Januar 1923 auf en neem 144 zeilen met. De vijfde Zug fuhr am 7. April 1923 auf en neem 118 zeilen met. De zesde Zug fuhr am 24. April 24 auf en neemt 152 zeilen met. De zevende Zug fuhr am 4. Dezember 24 auf en neemt 104 zeilen met. De achte Zug fuhr am 10. Juni 24 auf en neemt 118 zeilen met. De negende Zug fuhr am 24. November 24 auf en neemt 97 zeilen met. De tiende Zug fuhr am 23. Februar 26 auf en neemt 166 zeilen met. De 11e Zug fuhr am 9. April 26 auf en neemt 124 zeilen met. De 12e Zug fuhr am 19. November 26 auf en neemt 193 zeilen met. En dan de 13e Zug fuhr am 1. Maart 27 auf en neemt 62 zeilen met. Also sind von Swiftcurrent Saskatchewan im Ganzen 13 sie nach San Antonio de los Arenales gefahren und haben 1892 Zeilen dahin gebracht. Dieses Hohl schleppt er nicht an, die mit dem ganz letzten Zug Lot am Horst 1927 noch scheinen. Mit dem 5. Zug, der am 5. April 1923 auffuhr nach Mexiko, schickt die Swiftcurrent gemeint Schendlen, deren Fenstern und eine Church Council met om de Swiftcurrent eerste church in Mexico bouwen. Om Franz Peters zijn schriften nou dan als 1927 Lot am Horst nog een laatste uitwanderingszoek met uitwanderers van alle 3 reserven. Hague, Saskatchewan Reserve, Manitoba Reserve en Swiftcurrent, Saskatchewan Reserve naar Mexico gekomen. Die wenige families die nu 1927 nog in Iran kwamen naar Mexico, die moesten zich zelfs leiten met waar ze komen kunnen. Einige loaden ihre Sachen an eine Zugfrachtkorps en hangen die Korps einem Zug an, so sie können. Andere fuhren mit einem fertig. Ein Onkel Radekop, die von Hague, Saskatchewan nach Patos-Durango getrokken weer, en Lothar in Ontario woont, die vertelden mir mal, dat hij zelfs en ook nog andere familievoerders families met 41 jaar naar Patos-Durango en Mexico genomen hadden. Im Herbst 1923 is de Swiftcurrent church in Mexico voordig. Älteste oom Abraham Wieb en oom Franz Peters fuhren am 30. November 1923 auf naar Mexico om door church in te zegenen. Nog 7 andere mannen van Swiftcurrent Saskatchewan fuhren met de oomstop doorheen. En de uitwanderingsjaren, zo schrijft oom Franz Peters, kon jeder oom einen zogenaamden Free Pass krijgen van de US, jeder Wohngesellschaften, van wonen zij uitwanderingszie gecharterd hadden, womit zonen dan umsonst im Zug durch de US fahren kon. De okonische ooms kunnen nicht mal mit den Mennoniten gecharterte Zieh umsonst durch die US fahren, aber auch mit irgendeinem von Great Northern und Rock Island dieser Wohngesellschaften Zieh. Die Ooms Freepasser haben die Gemeinden viel Geld gespart in den Jahren, als die Ooms viel Hahnentrick fahren mussten, um ihre Gemeinden auf Städten in Kanada und in Mexiko zu bedienen. Wahrscheinlich hatten auch die Sommerfeldsche Ooms so eine Freepasser, aber bewiesen kann ich das nicht. Die Ölkolonie Irland verkauft in Kanada nur sehr langsam und sehr billig. Wer in Saskatchewan auf der Swiftcurrent Reserve, auf der Hague Reserve oder auf der Manitoba West Reserve Land kaufen will, der wisst, er braucht dort nicht viel vertun. Etliche zurückgebliebene Bürger kauften viel Land für sehr wenig Geld und wurden Lothar dadurch sehr reich. Diese Reichtum lässt sich von der offensichtlich noch bei einigen Familien an der 3. Generation erkennen. Viele Formen leiten ihre Wirtschaften in Kanada durch einem von ihren Geschwistern oder einem Freund verkaufen, der in Kanada geblieben war. Vielmals mussten ihre Wirtschaften ganz oder meist ganz abgebaut werden. Und etliche haben keinmal alles betont gekriegt.
treibt an die Jahre aus unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern von Manitoba und Saskatchewan nach Mexiko trokken viele mennonitische Familien von Russland nach Kanada. Und viele davon kauften oder beiden sich von der Okonie volle Wirtschaften für sehr wenig Geld. In den Norden, Toll und Manitoba trokken über eine Familie, alle Familien nach Mexiko. Und ein großer Part von der Okonie, ihre Wirtschaften in Norden-Toll werden von Mennoniten abgekauft, was kürzlich Russland gekommen wären. Die Mennoniten von Russland kauften oder beiden in Manitoba auch viel Land und sind Dörfer aus Blumenhut, Rosenhut, Rheinland und verschiedene andere Dörfer. Das traf sich, dass die Wirtschaft für Taipa und die Taipa Vaders wären. Dann viele Familien von Russland kamen von derselben Kolonie in Russland, von wo ihre Vaders 44 oder 50 Jahre vorher auch nach Kanada gekommen wären. Ironischerweise fehlten die Lied, was in den 1920er Jahren von Russland nach Kanada kamen, dass sie in Kanada wahre Religionsfreiheiten gefunden haben. Wo je in unsere Eltern und Grooteltern fehlten, sie haben die Religionsfreiheiten in Kanada verloren. Aber wir möchten wie diese scheinbare Ironie nicht vergessen, dass die Russland-Mennoniten in den Jahren in Russland kamen, wo an der Revolution zumeist alles Eigendom wahrgenommen worden war. Und hier in Kanada dürfen sie wahre Land eignen und nur hortenslastbare Bücher sein. Viele von unseren Eltern und Grooteltern verkauften ihre Wirtschaften und vielmals auch ihre Sachen reagieren an die nie gekommenen mennonitischen Familien in Russland. Die Swiftkurrenten haben immer wahre Schwierigkeiten, genug Geld zu kriegen, um ihre Landtollungen zu merken. Sie möchten dort immer wahre Versägen mit der Zuluaga-Familie zu regeln. Mit der Zeit geben sie das Land ab dem Norden ein von ihrer Kolonie, wo die Dörfer 108 und 116 angesiedelt worden sollen, einfach trägt nur die Zuluaga-Familie, um ihre Schuldigkeit kleiner zu merken. Und sie bereden dort mit der Zuluaga-Familie so, dass sie die Landtitels für jeder Dorf apart merken können, sodass von ein Dorf betont wird, den Titel merken können dafür. Davon lauter noch mal viel mehr. Von nu will wir bloß noch sagen, dass es binnen wenige Jahren sehr klar wird, dass die Okonie Mennoniten das Land am großen Bastierstol sehr viel zu dir gekauft haben. Die Manitoba-Kolonie haft, ob auf Koten ihren Rothaan in Mexiko mal kurz 2 Landtitels gemerkt. Jeder Titel ist ab 2 Mana ihres Namens in der Rheinländer Okonie Waisenamt gemerkt. Die Manitoba-Kolonie ihre Landschuld wird jeder Jahr mit Interest oder mit Zinsen betont an die Zuluaga-Familie, aber weil es so viel Lied ihre Tollungen am Land nicht nachkommen können, und wie so wie ein Drittel vom Koloniesland noch von keinem gekauft worden ist, müssen die Vorsteher dort jeder Jahr einmal weiter noch mehr Geld liehen von der Gebühres auf der Kolonie und vom Waisenamt. Die Waisenamtskost ging dadurch meist bankrott. Davon lauter noch mal viel mehr, wenn wir dort kommen mit unserer Geschichte über den Nennpost. Der Oldkolonische Ältestasch in Ooms, Vorsteher und Waisenvorsteher von der Swiftkurrent Reserve in Saskatchewan und von der Manitoba Westreserve sind ein von der Oldkolonie ihre Uitwanderung alle mit nach Mexiko getrokken. Bloß auf der Hague-Reserve in Saskatchewan sind 2 Ooms wohnen geblieben, Johann Lepke und Abraham Klassen. Auf die Gemeindenkosten, die die Vorsteher verwalten, in das Rheinländer Waisenamt selbst mit ihren Kosten werden alle mitgenommen nach Mexiko. Dort wird von der Oldkolonischen Gemeinde wird an den Manitoba
Boston Reserve, en dan de Swift Current Saskatchewan Reserve, en dan de Hague Saskatchewan Reserve blijft ohne Waisenamt en ohne Gemeindekost. Wat 1927 fuhren Ältestaschen Ooms jeder Jahr zweimal terug naar Canada, einmal am Fahrjahr en einmal am Herbst. Sie fuhren am Fahrjahr am Jugendunterricht en Doop vast te holen en om de nieuwgedeipte en de teruggeblevene glieder met dem Abendmahl te bedienen. En ze fuhren am Herbst noch einmal om ihre nieuwgedeipte en teruggeblevene glieder noch einmal met dem Abendmahl te bedienen en Arenddank vast te holen. Aber als zij dachten dat de gemeente ihre Uitwanderung met dem laatste Uitwanderungsversuch am Herbst 1927 offiziell zum Ende gekommen wäre, dann tal der oldkolonische Leerdienst dafür, dass sie in Kanada keine Verantwortung mehr haben. Nur ihrem dafür holen wären alle gehorsame Gemeindeglieder nach Mexiko getrokken. Die Glieder, die in Kanada geblieben wären en ihre Kinder an der Regierung ihre Public-Schulen schenkten, die wurden als verwaltlichte, ungehorsame Glieder aufgeschrieben. Auch die zwei Ooms, die auf der Hague Reserve wohnen geblieben wären, galten von dort an nicht mehr als oldkolonische Ooms, weil sie mit ihrem Nicht-Uitwandern auch als ungehorsame Glieder geteilt wurden. Dort so viele zurückgebliebene Glieder anfangen Autos zu fahren, sagen die Ooms als wideren Beweis dafür, dass sie verwaltlicht werden in Kanada. Davon auch later noch mal mehr. Eine von den Ursachen, wo wir in der Oldkolonie ihren Landtitel in Mexiko so merken wollen, als sie dort leiden, wie diese. Sie wollen sicher merken, dass sie die Kontrolle darüber holen würden, wer auf ihre Kolonien in Mexiko wohnen darf und wer nicht darf. In Manitoba hatten Beispiele in Sommerfelder entweder in der Oldkolonie ihre Noberdorpen oder sogar in ihre eigenen Dörfer gewohnt, und dort das in Mexiko nicht weiter so werden soll, dort wollen sie im neuen Heimatland versichern fertigbiegen. Von dieser Sache habe ich onze Vordersch in meine Jugendjahren etliches Mal vertalen gehört. Hier macht die weiter auftreten. Nächstes Mal vertalen wir wieder von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern ihre schwere Pionierarbeit in Mexiko. But nächstes Mal. Ich bin George Rampo.